Hallo zusammen, Veggie Kid is back und heute wird wieder einmal gekocht. Also heute kochen wir zusammen ein veganes Bami-Goreng. Das besteht aus den Sachen, die ich jetzt euch gerade zeigen will. Also das Rezept ist für 4 Personen, also etwa für eine Familie. Also jetzt zeige ich euch, was ihr braucht. Ich habe jetzt hier mal 3 Rüebli etwa. Dann so ein paar Stück Chinakohl, ich habe jetzt hier 4, ein paar Blätter, 100 Gramm Sprossen, so etwa 2 cm Chili, genau, 500 Gramm Reisnudeln, 250 Gramm Tofu, dann haben wir noch 2 Zwiebeln, schön gehackt, ein Zinken Knobli, also ein Zinken ist ja genau von einem Knobli, wenn man so das Ding rausnimmt, das ist ein Zinken. So schön, wie man so einen Presser presst. Dann nachher am Schluss zum Würzen brauchen wir ein bisschen Sojasauce, ein bisschen Curry und ein bisschen Bouillon. So, dann fangen wir am besten gerade an. Als erstes nehmen wir die 250 Gramm Tofu zur Hand. Schneiden sie in so mittelgrosse Würfel. Also etwa so gross. Dann tun wir es nachher einfach so da drauf und ein bisschen Sojasauce drüber und dann einwirken lassen. So, dann tun wir jetzt die Sojasauce drüber, einfach mal ein bisschen drüber leeren. Und ja. Und dann so ein bisschen mischen. Einfach, dass alles schön ein bisschen die Sojasauce berührt. Und dann einfach ein paar Minuten einwirken lassen. Ja. Der nächste Schritt ist, dass wir das Gemüse schneiden, also die Chinakohl und die Rüebli. Die Rüebli schneiden wir einfach so Stückchen schneiden. Ja, und so weiter. Und der Chinakohl wird so Streifen geschnitten. Genau. Und dann auch so. Das einfach so Stückchen gemacht. Zwischenzeitlich tun wir einfach mal für die Nudeln das Wasser abtun. Dafür tun ihr eure Pfanne bis zur Hälfte mit Wasser füllen und dann einfach auf Vollstufe anstellen und wärmen. Als nächstes tun wir dann den Tofu bröteln. Jetzt habe ich schon mal bei so einem Wok schon mal angestellt und jetzt man darf das Öl erst rein tun, wenn der Wok wirklich warm ist. Das habe ich jetzt gemacht und ich jetzt da ein bisschen Öl rein. Und einfach die Tofu da, die wir jetzt da schon eingelegt haben, einfach etwa 5 Minuten kurz braten. Jetzt schneiden wir noch Peperoncini schneiden. Einfach möglichst klein, also wirklich klein. Dann mal ein bisschen schneiden. Also ganz klein. Das ist wirklich, wird dann scharf. Ja. Also wenn Tofu-Stückchen etwa so ein bisschen leicht brünlich sind, tun wir all das Gemüse, das wir jetzt hier vorbereitet haben, also die Sprossen, Zwiebeln, Knobli, Chili, Chinakohl und die Rüebli, einfach alles rein und mischen.
dann wird das Ganze etwa 5 bis 10 Minuten so angedünstet. Als nächstes tun wir unsere Reisnudeln ins so leicht salzige und kochende Wasser rein. Also auf der Packung von meinen Reisnudeln steht, dass man es 8 bis 10 Minuten drin haben muss. Aber es ist bei jedem eigentlich anders. Und schaut einfach bei eurer Packung genau, wie lange man es drin haben muss. Also ich tue es jetzt einfach 8 bis 10 Minuten rein und immer mal wieder ein bisschen rühren. Gut, als nächstes machen wir unser kleines Söseli, um nachher am Schluss das Ganze dann würzen. Dafür braucht ihr auch so vielleicht einen halben Esslöffel Bouillon, Esslöffel Curry und etwa 2 Esslöffel Sojasauce. Und dann einfach das Ganze schön durchmischen. Und am Schluss einfach schön drücken. Wenn die Nudeln noch ein bisschen al dente sind, tun wir sie einfach gerade ableeren. So, dann ein bisschen abtropfen. Und über das Gemüse drauf und mischen. Ein bisschen leicht mischen. So ungefähr. Dann kommt unser Söseli drüber. Und dann mischen wir das Ganze gut mischen und könnt vielleicht auch noch ein bisschen mehr von dem Söseli drauf tun, je nachdem, ob ihr es noch mehr salzig wollt. Dann wären wir auch schon wieder am Ende angelangt. Wir haben schon wieder fertig gekocht und ja, ich würde... Was soll ich sagen? Ich weiß nicht. So, das ist nochmal unser feines Gericht und ich kann noch mal sagen. Was soll ich sagen? Nice. So, das war es auch schon wieder. Kocht es doch am besten daheim auch wieder nach, weil es ist wirklich sehr fein und ich kann es jetzt essen und freue mich mega.